begrüßen. Einen recht schönen guten Morgen hier bei der Janka Filmschmiede Helmut. Ja, ich habe ein neues Kochspielzeug gekauft. Und zwar eine französische schwere Eisenpfanne, die Bouillet oder die Bouillat, wie man sagt. Jetzt zeige ich gerade mal, ob man das so lesen kann. Ja, es handelt sich hierbei um eine 26er Bratpfanne, also 26, und die Bratfläche hat 18 cm. Und dieses Teil muss jetzt eingebrannt werden, weil sonst funktioniert die Pfanne nicht und das Zeug brennt alles an. Das heißt, das ist der kleine Bruder, auch eine Debouille. Und genau so muss die später auch. Ja, die Bouillet, das ist eine französische Pfanne, wie gesagt, wird seit 1830 produziert, mit gutem Erfolg. Und das Gute bei diesen Pfannen ist, die sind sehr schwer, also wirklich kein Leichtgewicht. Und wenn man so bedenkt, das haue ich im Rucksack hinten rein, weil ich liebe Gewicht. Lieber was Gescheites dabei und mehr Gewicht, aber das funktioniert. Ja, das Gute daran ist bei diesen Pfannen, die haben da ein 3 mm oder 4 mm starkes Stahlblech. Und der Griff ist genietet. Und der Vorteil ist, wenn der auf dem Hobo steht oder auf dem Grill oder auf dem offenen Feuer, also der Griff wird nicht so schnell heiß. Ja. Also ganz wichtig ist beim Eisenpfanne einbrennen, beim erstenmaligen Gebrauch sieht die Pfanne Spülmittel, sonst nie wieder. Also das heißt, ich muss jetzt die Pfanne mit lauwarmem Wasser und Spülmittel auswaschen und dann nie mehr Spüle oder Akkupad, nichts mehr. Nur jetzt beim neuen Zustand, weil da ist nämlich so eine leichte Werksschicht drauf, Öl oder Schmier, und die müssen wir jetzt wegwaschen. Ja, und dann können wir mit dem Einbrennen beginnen. Was brauchen wir dazu? Am besten wendet man das Ganze im Freien an, weil sonst die Bude drin qualmt und das ist dann unerträglich. Ich habe hier so einen Gaskocher, dann Kartoffelschalen, dann 1 bis 2 Esslöffel Salz braucht man und ein hocherhitzbares Öl. Und was gar nicht fehlen darf, irgendein Bier. Ja, warum jetzt ein Bier? Nicht zum Einbrennen, aber das braucht man dann, weil der Brennprozess, der dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten. Und da braucht man zwischendurch ein bisschen was zum Trinken. Na gut, ich gehe jetzt zum Pfannewaschen und dann geht es weiter mit Prozess 2. So, jetzt wird die Pfanne richtig ausgewaschen. Und das Spüle. Ein bisschen Schwamm. Und dann wird die Pfanne mal richtig sauber gemacht, damit man die Werksrückstände wegbringt. Das ist ganz wichtig. Aber wie gesagt, nur einmal und dann ist Schluss mit Spülmittel, weil sonst ist die Pfanne im Arsch, dann muss man es wieder neu einbrennen. Also im Arsch ist es nicht, aber der ganze Einbrennprozess war umsonst. So. Jetzt wird die richtig schön sauber. Richtig trocken rein. Also darf jetzt niemand nass sein. So. Die Pfanne ist jetzt trocken und auf geht's zum richtigen Einbrennprozess. Ich gehe jetzt gleich wieder raus. Bis gleich. So, dann kann es eigentlich losgehen.
Da haben wir ungefähr 3 Milliliter Öl rein, also 3 Millimeter, dass der Boden leicht bedeckt ist. Ja. Das geht genau auf. Das sind jetzt ungefähr 3 Millimeter Öl drin. Und da werden wir mal das Öl auf höchster Hitze erhitzen. Ja. Dann das Bier aufmachen. Was zum Schmunzeln. Okay, Spaß beiseite. Also das Öl muss jetzt richtig heiß werden. Das kann man am besten testen. Das Blasen schmeißt. Ja, ist noch nicht ganz so weit. Erst ein bisschen ausschwenken. Ja. Ja, wenn das Öl Blasen schmeißt, dann ist die richtige Temperatur erreicht. Jetzt können wir das Öl Kartoffelschalen hineingehen. Ja, genannt. Ja, dann ungefähr 2 Esslöffel Salz drüber. So. Und jetzt heißt es warten, bis es richtig schwarz wird. Die Kartoffelschalen müssen richtig verbrennen. Ja, 10 Minuten sind jetzt rum und das ist schon ganz schön heftig schwarz. Also das muss richtig verbrennen müssen die. Und jetzt kriegt die Pfanne schon eine richtig schöne Patina außenrum. Der Griff ist lauwarm, er ist nicht einmal heiß. Und habe jetzt die höchste Gasstufe. Ja, geht super. Eigentlich wollte ich es auf dem Grill machen, auf dem Grill geht auch sehr gut, richtig Holz einheizen, aber heute regnet es. Und das geht mit dem Gaskocher sehr gut. Die kleine habe ich auch mit dem Gaskocher eingebrannt. Und die Patina wird von Kochprozess zu Kochprozess immer intensiver. Das heißt, die Patina verstärkt sich. Ja, jetzt fängt es richtig zum Rauchen an. Jetzt sind wir so langsam die ganze Scheiße umdrehen.
Ja. Ich würde mal sagen, es schaut ein bisschen schwarz aus. Oder wenn ihr ein paar gute Bratkartoffeln braucht, dann schickt es euch mit der Post. Jetzt fängt es schon langsam zum Stinken. Genau so soll es ausschauen. Ja, ich denke mir, das kann man jetzt lassen. Ich werde den Gasofen abschalten und die Kartoffelschalen wegschmeißen. Also bis gleich. So, eigentlich bin ich jetzt fertig. Das Einzige, was man jetzt machen muss, komplett abkühlen lassen. Also die Pfanne komplett abkühlen lassen. Die Kartoffeln kann man wegschmeißen. Dann wird die Pfanne noch einmal richtig ausgewaschen, ohne Spülmittel, nur mit ganz lauwarmem Wasser. Dann wird die Pfanne neu eingeschmiert, eingerieben mit etwas Öl und fertig ist sie. Und dann kann man richtig seine ersten Bratkartoffeln machen oder Spiegelei oder sonstiges. Ha, der Duft ist absolut aromatisch, richtig verbrannt. Das wird aber noch im Weg hinten stehen und hat Zimmer brennt. Also passt. Also mit Bier kann man das ein bisschen vertönen, abtönen. So, die Eisenpfanne ist jetzt fertig eingebrannt. Ich tue bloß noch mal einen leichten Film Öl drüber. Dann probieren wir es mal aus mit Rindersteak. Dann rein wir jetzt nicht mehr schnell aus. Ja. Wunderbar. Ja. Ja, ist sauber. Na gut, dann würde ich sagen, lasst uns jetzt einmal schmecken. Jetzt mal die noch. Die habe ich überhaupt noch nicht probiert. Die gibt es im Moment beim Netto. Ja, Rindersteak. Dann haben wir ein Rinderhüftsteak. Das pfeifen wir uns jetzt gleich rein mit der neu eingebrannten Gebuja von Frankreich. Das Schöne ist bei der Eisenpfanne, man braucht nicht so viel Hitze, weil die Pfanne selber eine gewaltige Eisenhitze hat. Also hier nicht auf höchster Stufe, da habe ich mich für den Gasregler halb offen, das reicht. Gut. Machen wir jetzt auf einer Seite 2-3 Minuten. Fertig. Also mir war das zuerst noch ein bisschen zu rot, zu blutig und zu blutig mag ich es auch nicht. Aber jetzt schaut das ganz gut aus. Oh ja,
selbstgemachtes Bärlauchpesto. Kann ich nur empfehlen. Toastbrot. Na, was muss uns schmecken? Ja. Kann ich sehen lassen. Das ist leicht rosa. Was ich mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Beim Einbrennen der die Bouillarpfanne. Und gut, das ist wie gesagt eine schwere Pfanne, 2 Kilo. Aber ist meiner Meinung nach die beste Pfanne. Und in Frankreich produziert die schon seit 1830. Und in der Gastronomie eine Profipfanne. Also mit diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Video. Janka Filmschmiede, der Helmut.